Warum brennt es da schon wieder? Ich war das nicht. Alter, was ist denn das? Ist das die Personifizierung von Big Brother? Okay. Das sieht doch schon mal besser aus. Zumindest ist da mal ein weißes Licht. Oh. Okay. Das ist jetzt unerwartet. Okay. Ja. Kurze Erklärung, warum ich da gerade so fassungslos war. Böser Spoiler für Silent Hill 1. Es gibt in Silent Hill 1 die Figur Lisa Garland. Das ist eine Krankenschwester. Eine Krankenschwester, die ein Mensch ist. Eine der wenigen Menschen, richtige Menschen, die man in Silent Hill noch findet. Und es gibt ja diese Szene im Keller des Hauses, wo sie halt sagt, ey, sie weiß jetzt, warum sie als einzige Krankenschwester noch rumläuft, also so normal ist, noch ein Mensch ist. Ja, weil sie einfach noch nicht geschnallt hat, dass er eigentlich auch schon tot ist. Und dann will sie eigentlich von Harry Mason beschützt werden quasi, aber er stößt sie weg. Aber er stößt sie halt weg und man sieht ihre Verwandlung. Und das ist wirklich... Die Szene hat so dran erinnert und ich dachte, ey, ihr könnt das jetzt nicht bringen, das macht mich fertig. Was mich hier auch fertig macht, ist diese Lampe da. Okay. Da ist was. Auf dem Boden liegen Dokumente und Lehrbücher herum. Moment, stimmt das? Warum sind die Seiten auf 1991 datiert? Wo bin ich? Okay, also wir sind jetzt in 91. Wir waren die ganze Zeit nicht in 91, denn es gibt sowas wie Handys. Das gab es 91 so noch nicht. Da hast du deine Handys noch in den Koffer rumgeschleppt, sozusagen, okay? Wir müssen uns natürlich jetzt hier ein bisschen umgucken. Das haben wir schon gesehen. Nee, danke. Jetzt macht ihr nicht den Hals kaputt. Also sind wir jetzt in der Schule, da gab es ja einen Brand oder so, hieß es ja. Sind wir da jetzt vielleicht? Okay. Es ist halt sackdunkel hier. Wo ist denn unsere Kerze? Wir hatten doch eine Kerze oder haben wir die verloren? Wahrscheinlich ist sie geschmolzen, als wir hier durch das brennende... Ach so, wahrscheinlich hat es deshalb gebrannt. Also wir sind ja weggerannt und dann war ja überall Feuer. War das irgendwie sowas? Was? Bin ich erschrocken. Das sieht ja einladend aus hier. Ein Zaun mit einem Klebeband, auf dem steht Vorsicht. Ist das der verbrannte Bereich? Ich dachte, sie hätten die Renovierung letztes Jahr abgeschlossen. Was? Was ist denn das? Hallöle. Ja, dann gucken wir das mal an. Guck mal, jetzt hat es ein Auge auf die Stirn. Eine Statue eines Mädchens, das seine Hände ausstreckt. Warum soll jemand das hier hinstellen? Das ist keine Statue, das ist eine Büste. Also wenn überhaupt. Also, oder so. So, was ist denn hier los? Was? Da war doch eben noch... Okay, ich meine... Ein Münztelefon.
Wenn ich dorthin komme, kann ich Amy anrufen und fragen, ob es ihr gut geht. Das ist eigentlich eine gute Idee. Noch ein Münztelefon. Gibt's hier noch irgendwie was? Nee, Sharks. Okay, alles klar. Ach, das soll eine Glasscheibe sein. Naja, das müssen sie aber auch dazu schreiben, dass das eine Glasscheibe ist. So, dann würde ich mal sagen, also ich habe gerade gesehen, To-Do-Liste. Entriegle die Tür der Statue, finde Amy. Ruf Amy mit dem Münztelefon an. So, ich hätte gerne wieder meine Kerze. Da steht doch wer. Ach, weißt du was? Ist mir gerade egal. Habt ihr was gesehen? Ich hab nichts gesehen. Mann, ich kann aber nichts anderes machen. Vielleicht ist er weg. Nee, ist er nicht. Also, hey, komm. Also, für einen Schreckmoment stehst du... Ach, komm. Das ist kein Schreckmoment. War das aber für ein kleines Kind? Ja, kleiner wie ich. So, was gibt's hier? Ein Flyer, da drauf steht: Schnupperkurs für das Phantom der Oper. Diesen Freitag. Es wird die größte Show sein, die Sunnyside bisher veranstaltet hat. Alle Erfahrungsstufen sind herzlich eingeladen, es zu versuchen. Wirst du der nächste Star in Sunnyside? Vielleicht. Vielleicht doch nicht. So, ich gehe natürlich jetzt gleich mal an der Tür gucken. Okay. Das erinnert mich an Silent Hill 2. Da hinten liegt jetzt ein Schlüssel. Und dann streckst du dich so nach dem Schlüssel. Und dann kommt, wie hieß das kleine blonde Mädel? Und kickt ihn weg. Ach so, wenn ich übrigens von, in dem Fall jetzt Silent Hill 2 rede, dann rede ich von der PlayStation 2 Version. Denn, die neue Version, die ja, ich weiß nicht, letztes Jahr oder sowas rauskam, die habe ich noch nicht gespielt. Und ganz ehrlich, ich hab's auch nimmer wirklich vor. Silent Hill 2 war nie mein Lieblings-Silent Hill. Das ist Silent Hill 1. Definitiv. 1 ist Bestes. Und danach so ein bisschen Silent Hill 3, weil die halt zusammenhängen. Aber Silent Hill 2 ist sehr gut gewesen auf PlayStation 2. Ich weiß nicht, wie das neue ist. So, gucken wir mal. Ach, so ein Glück, dass diese Tür aufgeht, denn sonst wäre ich hier nicht rausgekommen. Übrigens, je gruseliger es wird, desto mehr fange ich an zu labern. Ist aber nicht schlimm. Dann können nämlich Leute, so wie du, können das nämlich gucken. Und wo ihr euch sonst immer in die Hosen macht, könnt ihr euch an meinem Gelaber festhalten. Das ist dann wie eine warme Umarmung, die euch sagt, es kann euch nichts passieren. Ich bin hier der Angsthase. So. Ein Flugblatt für Phantom der Oper. Schnupperkurse. Phantom der Oper, Schnupper... Ja, was denn? Also, Schnupperkurs im Sinne von mitspielen? Das ist ein Musical oder für mich ist es auch ein Theaterstück. Es ist ein Musical, aber kann es sein, dass ein Theater AG im Musical gemacht wird. So. Oh, da ist was. Ach, das ist wieder so Keycard, Schlüsselkartenlesegerät. Ich glaube nicht, dass ich das da reinmachen kann. Das ist der falsche Geg. Ach, Sachen. Ist schon Salbutamol reingeschmiert oder was war das eigentlich? Bröselt. Okay, hier gibt's Automat. Was ist das da? Kleber? Eine Tube Schweißkleber befindet sich im Fach. B34, sag ich. Ja. Okay. Und hier haben wir was? Ein Zettel zwischen Schülern. Hey, probst du für das Theaterstück am Freitag? Also es ist doch ein Theaterstück, also Phantom der Oper wahrscheinlich. Auf keinen Fall. Heather wird doch sowieso wieder die Hauptrolle bekommen. Die Hauptrolle in Phantom der Oper? Ist das natürlich die Frage, was da die Hauptrolle ist. Das Phantom der Oper? Ich meine, okay, das heißt so. Oder die Frau da, die er besingt. Oder die andere, die lustigen Froschgeräusche macht. Die finde ich cool. Ich habe Chrissy beim Proben in den Toiletten gehört. Sie klang ziemlich gut. Vielleicht wird sie die Hauptrolle bekommen. Das seltsame Mädchen, als ob. Außerdem setzt Heather immer ihren Willen durch. Heather? In Silent Hill 3 gab es eine Heather. War die Hauptfigur. Das sieht
Also, was macht das hier? Guti. Schön auf dem Grab rumtrampeln. Oh, da ist noch eine goldene Rose. Ah. Die Rose hängt an etwas fest. Hör mal, ich will es eigentlich gar nicht wissen, an was die festhängt. Ich kann einen besseren Blick drauf werfen, wenn ich im Dreck wühle. Ja, etwa sowas habe ich erwartet, aber das ist eigentlich in Ordnung. Ich muss einen Weg finden, die Finger zu öffnen. Was für ein Gegenstand? Was soll ich? Brief in die Hand geben oder was? Ja, nee, hab nix. Wie öffnet man Finger? In Silent Hill 1 war es ein Teil des Piano-Rätsels, eine Hand zu öffnen. Was war das? Da ist wieder irgendwas. Ah, das ist da drüben. Ah, das da wahrscheinlich schon. Zettel zwischen Schülern. Wir wollen wieder in den unterirdischen Tunneln abhängen. Bist du dabei? Nein, Alter. Ich habe gehört, dass es irgendwo da unten Gucklöcher in jedes Klassenzimmer gibt. Ist das nicht unheimlich? Hä, wieso? Wenn du doch in die Klassenzimmer reingucken kannst, ist das überhaupt nicht unheimlich. Wenn aus den Klassenzimmern raus dich Leute beobachten würden, das wäre unheimlich. Ekelhaft. Lass sie uns suchen. Das ist... Ja. Okay, wir haben also im Moment... Wir brauchen diese goldene Rose. Dafür müssen wir die Finger aufkriegen. Ja? Mit irgendwas. Und wir haben eine Schlüsselkartentür. Da brauchen wir halt eine Schlüsselkarte für. Reimt sich. Jemand hat die Reisetasche hier vergessen. Ich kann sie öffnen, indem ich den Reißverschluss öffne. Mach Sachen. Deshalb nennt man das Reisetasche, weil man da ein Reißverschluss dran ist. Wenn da ein Klettverschluss dran wäre, dann wäre es eine Klettertasche. Okay, gut, danke. Was haben wir denn hier? Auf dem Zettel steht: Hey Dana, könntest du den Werkzeugkasten dem Handwerker zurückgeben, der letzte Woche hier war? Er hat es eilig und hat seine Sachen vergessen. Er sagte, er habe Geister im Untergrund gehört. Müssen wieder diese Kinder gewesen sein. Okay, das ist schon mal gut. Ist das? Büroschlüsselkarte. Okay, ich will den Werkzeugkasten. Oder, ach so, der Werkzeugkasten ist wahrscheinlich im Büro. Das kann natürlich sein. Moment. Sorry, aber da war doch gerade ein Fuß drunter, oder? Ja. Auf dem Boden liegt ein durchnässter Flyer zu Schnupperkursen. Außerdem liegt da eine Tagebuchseite, auf der steht: Ich bin so nervös wegen Freitag. Das Phantom der Oper ist eines meiner Lieblingsstücke aller Zeiten. Heather war so wütend, als sie erfuhr, dass ich übe. Oh, von wem ist das? Von Dana oder wie hieß die? Ich habe ohnehin schon keine Freude und jetzt starrt mich auch noch jeder an, um bei Heather gut dazustehen. Ich will eigentlich nur der Star sein, damit Raoul mich vielleicht endlich bemerkt. Raoul hört sich an, als wäre er wie geschaffen für die Hauptrolle, also für das Phantom der Oper. Das will ich nicht. Ich will... nein. Ich wollte doch nur da unten drunter gucken. War da eben nicht gerade jemand? Ah. Boah, Alter, wie hoch sind denn die Waschbecken? Oder bin ich nur sehr klein? Kann natürlich auch sein. Also hier gibt es nicht mehr viel. Hier gab es was. Hier brauche ich Geld. Habe ich aber auch nicht. Okay, also erstmal mit der Karte da rein. Das sollte jetzt erstmal. Und dann finden wir hoffentlich den Werkzeugkasten. Soweit so easy, sag ich mal. Noch. Ah, da ist der Werkzeugkasten. Keine Gegner da. Also so mag ich das. Ich brauche keine Gegner. Ich ist schon voll in Ordnung, so wie es gerade ist. Machen wir mal alte Konami-Manier, oder? Alter Konami-Trick. Muss ich noch irgendwas drücken? Da vielleicht? Keine Ahnung. 1, 2, 3.
Auch nicht. 001. Tada! Ey Mann, bin ich der Hacker schlechthin oder was? Oder bin ich's nicht? Das ist schön. Das gefällt mir. Das ist aber auch. Ey, komm jetzt. Weißt du, nimm dir eine Zahl aus dem mittleren Bereich. Fang nicht bei 999 oder 000 an. Oder 001 ist halt. Ja, naja. So ist es halt. Okay, was haben wir denn Feines? Ja, das sieht schon mal nicht gut aus. Eine kaputte Zange. Wenn ich die kaputte Zange repariere, kann ich sie mitnehmen. Wie willst du denn eine kaputte Zange? Hast du ein Schweißgerät oder was? Ja, nee. Okay, ein Schraubendreher. Du nimmst einen Schraubenzieher. Entschuldigung, es ist ein Schraubenzieher. Der zieht natürlich die Schrauben aus der Wand. Ja, ich weiß, ich bin Klugscheißer. So, jetzt pass auf. Kann ich vielleicht mit dem Schraubenzieherdreher die kaputte Dingens reparieren? Nee. Wie repariert man denn diese Zange mit Schweißkleber? Was auch immer Schweißkleber ist. So, kann ich da drunter? Ja, guck mal. Aber warum? Aber warum will ich das? Okay, ist noch was? Oder ist noch mehrere Sachen? Was ist denn das? Ah, ja, da kann ich jetzt den Schraubendreher benutzen, gar kein Problem. Aber ich will hier noch ein bisschen lesen. Was haben wir denn hier da? Ein Bericht über einen Vorfall, der lautet: Beteiligte Schüler Heather Moore. Nee, die hieß Heather Mason. Theoretisch. Sie hat auch noch einen anderen Namen. Chrissy Castro. In den Umkleideräumen wurden Schülerinnen Zeugen, wie Heather Chrissy in eine Duschkabine sperrte. Heather hielt die Tür verschlossen, während andere Schüler einen Eimer Wasser über Chrissy ausschütteten. Oben auf dem Bericht befindet sich ein Klebezettel. Darauf steht: Reichen Sie diesen Bericht nicht ein. Wir wollen nicht noch einmal mit dem Schulrat Moore zu tun haben. Die Budgets sind auch so schon knapp genug. Heather Moore. Schulrat Moore. Okay. Also diese Heather ist scheinbar, die mobbt gerne oder so. Die mobbt Leute so irgendwie. Aber keiner traut sich großartig was zu sagen, weil ihr Vater der Schulrat ist oder so. Ein Zettel zwischen Lehrern. Hey Dana, könntest du nachsehen, ob alle Werkzeuge des Handwerkers im Kasten sind? Darin sollte sich eine Zange und ein Schraubenzieher befinden. Das Passwort für den Werkzeugkasten lautet 001. Danke, habe ich rausgefunden, weil ich nämlich gut bin. Bin nämlich sehr gut. Kann ich da drunter durch? Nee, ja, nee. Kann ich da drüber? Nee. Aber das sieht aus, also da drüben, weißt du, so dass da, als wäre da ein Loch oder so, dass man von der anderen Seite oder so dran kommen könnte. So, gut. Dann würde ich mal sagen, dann werden wir jetzt da hinten mit dem Schraubendreher hingehen. So. Ich soll in der Lage sein, die Schraube mit dem richtigen Werkzeug zu entfernen. Ja, jetzt mach Sachen hier. Einmal hier. Ja. Einmal da. Und jetzt das da. Ja? Achso. Hau hopp. Bleibst du oben, ja? Gut. Ah, ich glaube, das ist besagte Wand, oder? Kann das sein? Was ist das da? Eine Nachricht an den Schuldirektor. Ich habe ein paar Kinder gesehen, die wieder versucht haben, sich in die Tunnel zu schleichen. Zum Glück war Crane zur Stelle und hielt sie auf, bevor sie verletzt wurden. Er sagte, er würde den Eingang zum Abwasserkanal im Auge behalten, um sicherzustellen, dass keine Kinder dort hineingehen. Guti. Gibt's hier irgendwas? Ein Eimer? Kann ich in den Eimer? Was sind das überhaupt für riesige Eimer? Oh, da ist irgendwas. Das Fenster zum Umkleideraum der Jungen ist. Ich mag die Musik nicht. Okay. Zettel zwischen Schülern. Ich kann nicht glauben, dass die komische Chrissy den Mumm hat, vor mir zu proben. Nicht wahr? Wem will sie was vormachen? Sie wird dich niemals besiegen, Heather.
Auf jeden Fall. Ich sorge dafür, dass mein Vater mit Herrn Crane spricht, nur für den Fall. Ich bin so neidisch, dass dein Vater der Schulrat ist so cool. Okay, auch das habe ich mir schon selbst irgendwie zusammengereimt. Alter, muss denn diese Musik so sein? Die ist schon... Ich finde das nicht cool gerade. Ich habe so das Gefühl, da kommt jetzt gleich der weiße Hai oder so. Was ist denn das da? Ach, guck, ach, das ist so ein Ball-Dingens. Scheiße. Nichts zu geben. Ich hätte gerne wieder meine Kerze. Habe ich die nicht irgendwie? Also ich würde... Kerze, hallo? Gibt keine Kerze. Tut mir leid. Oh. Nee, das habe ich schon gelesen, gell? Ja, ja, genau. Habe ich gerade eben gelesen. Ein bisschen dappig, ne? Muss ich halt doch darüber gehen. Okay, da liegt was. Ja, aber... Okay. Oh, ah, Geld. Du greifst in den Abfluss und findest 2 Münzen. Okay. Wieso brennt's denn da jetzt schon wieder? Warum brennt es da schon wieder? Ich war das nicht. Alter, was ist denn das? Ist das die Personifizierung von Big Brother? Kommt der noch weiter hierher oder guckt der nur? Ja, was war das Ding? Genau. Alter, was war das? Ich kann euch sagen, was es nicht war. Cool. Komisches Teil. So. Achso, ja. Jetzt sind wir wieder. Wir sind wieder on track. Wir sind on track. Pass auf. Münzen einwerfen. Mit den Münzen. Wo ist der Automat? Mit den Münzen den Schweißkleber holen und dann die Zange rausnehmen, ja? Ein Schlitz, in den ich Geld einwerfen kann. Ja, mach mal. Make. Make Selection. Ja, gut. B34. B ist die 3. Hier. Ich hab ganz kurz gedacht, ey, jetzt bleibt da hängen oder was? Greifst hinein, nimmst die Tube Schweißkleber. Also, Schweißkleber halt. Moment, kann ich da drüber gucken? Ja, ja. War doch eben einer. Irgendwie, nee, ich kann da nicht drüber gucken. Schade. Okay, ich nehme die Tube Schweißkleber.
Guck mal, da hätte ich auch so reingucken können. Naja. Ich weiß ja, ich kann ja da reingehen. Okay, also diese kleinen mit den hellen Guckerchen, die sind egal. Aber die Lampenfuzis, die sind uncool. Die schmeißen mich rum. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt nur ein Trainingsmonster war, weil der mich halt nur weggeschmissen hat. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss das kaputte Zange. Ja, jetzt. Ach, guck mal, es hat nur eine Münze gekostet. Das ist ja mal praktisch. Zack. Du nimmst die Zange. Cool. Was mache ich jetzt mit der Zange? Ich guck nochmal hin. Ja, nichts drin. Okay. Was mache ich denn jetzt mit der Zange? Gibt's da irgendwie... Moment. Ach ja, stimmt, habe ich ja ganz vergessen, Mann. Die Rose kann man jetzt mit der Zange holen und dann kann man die Rose der Figur an der Tür geben. Oder so. Ich will noch mal... da hingehen, aber... Das kann doch... Hat das irgendeinen Sinn gehabt? Also, kann ich da... Ich habe doch gerade probiert, ob ich... ich wollte gerade sagen, ob ich einfach die Tür aufdrücken kann. Das wäre einfach. Sag mal her, kann man da durch einen Spalt gucken? Nee, auch nicht. Kann ich hier die Türen aufmachen? Nee. Okay. Also gehe ich richtig in der Annahme, dass das hier die Mädchenumkleidekabine ist. Nun gut. So. Wo war denn... Nee, warte mal. Ich habe was vergessen. Ich muss ja noch ans Grab. Das Grab war, glaube ich, auf der linken Seite da. Da war, glaube ich, das Grab. Kann das sein? Ja. Okay. Jetzt sollte das zu machen sein. Ja, will nicht so, wie ich wohl will. Aber hier. Achso. Moment. Da. Die Finger zu öffnen. Ja, hier, gucke. Dieser Zange sollte es klappen. Ey, muss ich jetzt jeden Finger einzeln öffnen? Quiek. Quiek. Sieht voll eklig aus. Okay. Ja, zum Glück ist diese Hand nicht von KI gemacht worden. Junge, ist das laut. Du nimmst die Metallrose. Ich würde die Arme gerne nehmen. Was steht denn eigentlich da drauf? Kann man das lesen? Nee. Wenn die Arme von KI gemacht worden wären, dann hätte ich jetzt 7 Finger aufmachen müssen. Oder so. Wobei das ja so gar nicht mehr stimmt. Ich habe gerade gestern für das Thumbnail, für das Video von der ersten Folge, da habe ich ein Däumchen gebraucht. Und ich wollte eins haben, das offensichtlich von KI generiert ist. Also bin ich zu einer KI gegangen und habe gesagt, hier, pass auf, mach mir mal die Daumen nach oben Geste, aber anstatt einen Daumen, mach bitte einen großen C dran. Was hat er gemacht? Hat super gut ausgesehen. Ja, das ist Kacke. Also habe ich gesagt, nee, mach da ein C oben dran. Und er soll 7 Finger haben. Hat auch nicht funktioniert. So, da ist Text. Ein verbrannter Brief und eine Rose. Ist das die Rose, die sie vorhin auf das Via-Brett gelegt hat? Warum bist du mir vor dem Vorsprechen nie aufgefallen? Du bist wirklich etwas Besonderes. Ein heimlicher Verehrer. Oh, Raoul. Okay. So. Also. Warum soll das jemand hier hinstellen? Da, gucke.
Die Hände sind so ausgestreckt, als ob sie darauf warten würde, dass ich ihr etwas gebe. Wie zum Beispiel eine Rose. Eine lose Rose. Oh. Also gehst du jetzt halt auf? Ist das die Tür? Es ist die Tür. Okay. Ah, wir haben ja noch eine Münze haben wir noch. Da können wir jetzt halt... Da können wir Amy anrufen. Was ist das hier für ein Bereich? Hier geht's nach draußen. Will ich nach draußen gehen? Ja, wir können mal gucken. Ja, da geht's... Naja... Nicht wirklich nach draußen. Also es ist hier sehr... Was ist das? Zeitung. Eine Schülerzeitung. Besetzungsliste für das Phantom der Oper. Erstbesetzung Heather Moore, Raoul Rosan etc. Zweitbesetzung Chrissy Castro, Andrew Brown. Brown etc. Und andere. Okay, was in mir... Oh, da geht's ordentlich weiter hier. Also das sehe ich da gerade. Ich will jetzt auch nicht... Ich will schon anrufen, ne? Ja, nee, komm. Lass mal, oder? Weißt du, wenn das jetzt ein abgeschlossener Bereich wäre, ist es ein abgeschlossener Bereich? Ja, komm, wir gucken da jetzt nix. Ich wollte gerade sagen, ich will erst anrufen. Na, wir sind jetzt hier, so. Eine Tagebuchseite. Natürlich hat Heather die Rolle bekommen. Herr Crane klang auch echt begeistert, nachdem ich vorgesprochen hatte. Jetzt dürfen Heather und Raoul zusammen die Hauptrollen spielen. Ich habe keine Chance gegen ihn. Wem mache ich was vor? So rum. Ich muss es wohl mit der Zweitbesetzung zufrieden geben. Ja. Da oben ist wieder ein Loch im Zaun. Da geht es dann, glaube ich, weiter. Aber ich will mich erst noch hier umgucken. Da überall ist ein Zaun, merke ich gerade. Alter, hast du gesehen, dass sie die Abdeckung des unterirdischen Tunneleingangs ausgetauscht haben? Da ist jetzt dieses abgefahren aussehende Schloss. Ja, ich habe gehört, dass Crane es angebracht hat, weil wir ständig eingebrochen sind. Voll die Spaßbremse. Okay. Ist da wieder ein Automat? Ja, schon. So, jetzt pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Wir rufen jetzt doch an. Das ist ja wohl wichtig. Ich meine, wir sind jung, wir haben Geld, wir müssen es verplempern.